Ciao zusammen und willkommen bei einem neuen Video von mir. Und heute möchte ich ein bisschen reden über meine Erfahrungen. Und zwar, die ich jetzt in den letzten Wochen und Monaten gesammelt habe. Und zwar geht es ums Livestreamen. Ja, also, wie gesagt, eine weitere grosse Leidenschaft von mir neben der Fasnacht ist eben das Zocken. Und da habe ich auch einen Gaming-Channel schon seit ein paar Jahren. Und naja, das Livestream-Format, das hat mich immer ein bisschen interessiert. Besonders jetzt seit letztem Jahr, seit 2018, da habe ich regelrecht immer wieder einmal angefangen, Livestreams zu schauen. Und da habe ich immer gedacht, Mann, ich könnte doch sicherlich auch so Livestreams machen. Oder es zumindest mal versuchen. Und ja, das habe ich dann im letzten Jahr auch gemacht. Und zwar noch mit meinem alten PC, den ich hier stehen hatte. Und naja, die Internetverbindung, die ist auch noch ein bisschen schlechter gewesen, als wie sie im Moment ist. Und dann habe ich das einfach ein bisschen probiert. Und ja, schlecht ist es nicht gelaufen, aber richtig gut eigentlich auch nicht. Es sind halt auch nur private Tests gewesen. Das kann man halt bei YouTube machen. Und gerade jetzt dann mit dem besseren Internet und auch dem neuen PC, wo ja mega Hochleistungs-PC ist, im Vergleich zum anderen, der ist ja, der andere, den ich hatte, der ist ein Herdöpfel gewesen. Ja, habe ich gedacht, ich probiere das wieder einmal. Und ich habe ein paar Tests gemacht, sowohl bei meinem Gaming-Channel, als auch, jetzt aufpasst, bei Twitch, genau, bei Twitch, der Livestream-Plattform schlechthin. Ich habe gedacht, man muss es mal ausprobieren, oder? Wenn man es nicht ausprobiert, weiß man es nicht, wie es läuft. Und jetzt möchte ich einfach ein paar Erfahrungen hier teilen und ein paar Statistiken und Zahlen. Und falls sich irgendjemand für das Livestreamen auch interessiert, kann ja das Video vielleicht sogar ein bisschen hilfreich sein. Also, zuallererst einmal, wenn wir schon mit den Zahlen anfangen, ja, ich habe das ganz am Anfang habe ich es nicht wirklich gecheckt, wie das funktioniert, wegen dem Livestreamen. Und naja, da muss ich natürlich auch zuerst auf den Grund gehen müssen. Beim Livestreamen geht es wirklich um die Internetleistung, die man hat. Und je besser die Upload-Leistung ist, es gibt ja eine Upload- und eine Download-Leistung, und je besser die Upload-Leistung ist, desto mehr oder bessere Möglichkeiten hat man auch mit einer guten Qualität live zu streamen. Und naja, wie gesagt, bei meinen ersten Tests 2018 hatte ich noch keine große Ahnung davon gehabt, einfach gemacht. Und meistens hat es dann nicht ganz richtig eben funktioniert. Aber was ich jetzt herausgefunden habe bei meinen Tests jetzt, bei YouTube, das ist jetzt ganz unterschiedlich. Bei YouTube habe ich für eine gute Leistung, also damit das Bild gut aussieht vom Gamen, habe ich wirklich müssen auf eine Leistung gehen von 2,2. Ich habe es eben aufgeschrieben, Entschuldigung. 2,25 Megabits pro Sekunde. Ja, meine Upload-Leistung aktuell ist knapp bei 5 Megabits also relativ gut. Es gibt andere, die haben nicht mal 1 Megabit, habe ich auch schon gehört. Und naja, also eben wie gesagt, ich bin auch schon tiefer gegangen und es hat kein gutes Bild gegeben bei YouTube. Und ich bin auch schon höher gesehen mit 3 Megabits. Und da hat es einfach dafür gesorgt, dass entweder der Livestream automatisch beendet war und oder dass man das Internet rausgehauen hat. Beides ist passiert. Aber mit der Einstellung von 2,25 ist es bei mir gut gelaufen.
ohne Problem. Ja, sogar Livestreams gemacht. Ich tue immer wieder mal auch ein bisschen einblenden von meinen Livestreams. Also bei YouTube, es ist das Brothers in Arms gewesen, wo ich live gestreamt habe. Und das sind 9 Livestreams insgesamt gesehen. Und ich lasse so sicherlich immer wieder einmal ein paar Szenen im Hintergrund laufen, damit man auch ein bisschen optisch etwas sieht davon. Und ja, eben gerade auch mit der letzten Einstellung von 2,25 Megabits, da habe ich auch gut durchstreamen, so lange wie ich wollte. Und ich glaube, mein längster Livestream mit Brothers in Arms Hell's Highway, der ist, glaube ich, knapp 1,5 Stunden gegangen. Aber es hat wirklich Spaß gemacht. Aber zu weiteren Zahlen kommen wir dann noch später. Bei Twitch jedenfalls, da habe ich jetzt irgendetwas, da habe ich jetzt einen Unterschied gemerkt. Ich weiß nicht, ob das jetzt an der Software liegt, die ich benutzt habe, oder ob es an der Plattform selber gelegen ist, weil bei YouTube habe ich live gestreamt, direkt von meiner Elgato Software. Also da kann man einschalten und den YouTube-Kanal oder auch Twitch verbinden. Und dann kann man direkt davon live streamen. Das habe ich bei YouTube verwendet. Und bei Twitch, da wollte ich ein bisschen mehr rumspielen, auch gerade wegen dem Live-Chat. Da habe ich das Softwareprogramm OBS benutzt. Man kann natürlich auch ein paar Einstellungen machen bei Elgato, aber bei OBS hat mir es einfach so megamäßig gefallen, wenn man da so ein bisschen das Bild ein bisschen zentraler hat können machen vom Spiel und so eine Chat-Einblendung, wie zum Beispiel, was ich gemacht habe bei meinem Batman Arkham Knight Stream. Das ist wirklich cool gewesen, meine allererste Twitch-Erfahrung, die ich gesammelt habe. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich kann es nicht sagen, ob es an der Software liegt oder an der Plattform selber. Aber im Gegensatz zu den 2,25 Megabit habe ich bei Twitch live gestreamt. Und zwar nur mit 1,55 Megabits pro Sekunde, also noch weniger. Und es hat ein ziemlich gutes Bild gegeben. Ich meine, ich habe jetzt sicherlich mit der Zeit auch schon Batman Arkham Knight mal einblendet von meinem Livestream oder auch vielleicht von meinem Fallout 4 Livestream. Und beides sieht wirklich gut aus. Und beides ist mit einer Upload-Speed von 1,55 Megabits pro Sekunde. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder an der Software oder sonst irgendwas, aber das habe ich einfach festgestellt und das will ich einfach auch teilen, falls es jemand interessiert und vielleicht auch irgendwann selber einmal die Erfahrung gemacht hat. Also, das sind jetzt natürlich schon ziemlich viele Zahlen und Fakten gesehen und auch bildlich hat es sich sicherlich schon ein paar Sachen gegeben zum Anschauen. Und das Video kommt langsam zum Ende, aber ein paar Zahlen möchte ich doch noch präsentieren, wo ein bisschen mehr auch ins Detail geht, was auch so ein bisschen das Plus und das Minus ist vom Livestreamen bei YouTube oder bei Twitch oder weil man fragt sich dann immer, was ist besser zum Livestreamen, YouTube oder Twitch? Und ich habe da jetzt einfach ein paar Zahlen noch, auch auf meinem coolen Zettel da. Ah ja. Ja. Also, wie gesagt, das geht jetzt alles nur darum, vom Livestreamen mit einer Software am PC. Ich möchte jetzt nicht reden über das Livestreamen direkt von einer Konsole, weil egal ob bei YouTube oder bei Twitch, das kann man einfach so machen. Man stellt es dann einfach ein auf seinen Channel und tut dann losstreamen, oder? Also viel mehr weiteres gibt es eigentlich gar nicht zu machen. Man kann noch die Auflösung einstellen, vielleicht von 720p oder so. Aber mehr ist dann da auch nicht zu erwarten. Also von dem her, auf das möchte ich eigentlich gar nicht so großartig eingehen, sondern nur im Zusammenhang mit der Software am PC. Und ja, also die ersten Zahlen, die ich mal, also ich habe da eine ganze Reihe jetzt
so ein bisschen zum Vergleich auch. Und zwar möchte ich auch mal darstellen, wie das überhaupt ist. Denn beim Livestreamen selber geht es ja nicht einfach darum, man streamt ja nicht live, nur damit live gestreamt ist. Man will natürlich auch gern, dass irgendjemand dabei zuschaut. Ja, und fangen wir gerade mal mit den obersten Zahlen an. Meine Abo- bzw. Followerzahl bei YouTube und bei Twitch. Bei meinem Zocker-Channel bei YouTube sind das 32 Abonnenten. Und weil ich meinen allerersten Livestream im Juli das Jahr gemacht habe bei Twitch, sind meine Followerzahlen dort halt noch bei null. Aber die Zahlen, es ist sicherlich, gerade auch wenn sie steigt, ist es natürlich sicherlich schön, oder? Aber solange man Spaß dabei hat, macht die Zahl nichts aus. Aber die wichtigen Zahlen, die kommen jetzt natürlich erst auch noch. Und zwar als nächstes die Anzahl von Livestreams, wo wir jetzt darüber reden in diesem Vergleich. Und zwar sind das eben bei YouTube 9 Livestreams. Und zwar sind das alle Livestreams, die ich gemacht habe, wo ich das Brothers in Arms Hell's Highway durchgezockt habe. Das sind 9 Stück gewesen. Und bei Twitch reden wir über 2 Livestreams. Und zwar eben Batman Arkham Asylum, nein, Batman Arkham Knight. Ich weiß nicht, ob ich vorher auch schon Batman Arkham Asylum gesagt habe. Wenn ja, dann tut es mir leid. Batman Arkham Knight und Fallout 4 habe ich da live gestreamt. Also schon einmal die Zahlen zum Vergleich. Aber jetzt kommt natürlich der große Unterschied. Obwohl ich natürlich so viel mehr im Vergleich Abos bzw. Followers habe bei meinem Zocker-Channel als bei Twitch, haben während meiner 9 Livestreams von Brothers in Arms bei YouTube haben gerade mal 3 live mitgeschaut. Und die 3, die live mitgeschaut haben, das sind auch nur bei 3 Livestreams gewesen. Also habe ich im Prinzip 6 von diesen Livestreams gemacht, ohne dass mir irgendjemand live mitgeschaut hat. Wie gesagt, es geht um Erfahrungen. Ich sage nicht, oh, das ist jetzt aber schade. Es geht um Erfahrungen. Aber interessanter wird die Twitch-Nummer. Obwohl ich 7 Livestreams weniger gemacht habe, haben bei mir bei diesen 2 Livestreams live zugeschaut 7 Stück. Das finde ich auch richtig cool, oder? Gerade auch in Sachen Interface, also mit dem Dashboard, Live-Dashboard, wo man alle Zahlen sieht. Ich muss auch sagen, dass bei Twitch, das gefällt mir auch viel besser. Es ist viel übersichtlicher, alles ist viel näher beieinander. Sowohl die Zeit, die läuft, wie lange man online ist, oder wenn jemand zuschaut, schon die Zahl. Und eben der Chat auch gerade nebendran, der Live-Chat. Und bei YouTube ist das auch viel weiter auseinandergezogen, viel unübersichtlicher. Aber eben, das muss man sich auch mal jetzt anschauen, oder? 7 Livestreams weniger, aber 4 Leute haben mehr zugeschaut. Also beim einen Livestream sind es 3, glaube ich, die zugeschaut haben. Ja, bei Batman Arkham Knight haben 3 zugeschaut. Und bei Fallout 4 4. Und das, obwohl ich beides mal nicht ganz eine Stunde live gestreamt habe. Also das ist auf jeden Fall interessant. Und das hat eben auch zu tun mit meiner nächsten Kategorie, nämlich der Entdeckbarkeit der Livestreams. Und das ist eben das große Problem von YouTube, das ich finde. Denn als ich die Livestreams gemacht habe von Brothers in Arms Hell's Highway, es gibt auch eine Spieleübersicht von Livestreams bei YouTube. Aber als ich live war und das eingegeben habe, hat man nie gesehen als Spiel Brothers in Arms Hell's Highway. Also kann man so auch nicht meinen Livestream entdecken. Die einzigen 2 Möglichkeiten, die es gegeben hätte, mir live zuzuschauen, wäre, wenn man mich abonniert hat
und dann gesehen hat, oh, er ist online und er tut sogar live streamen. Da schaue ich jetzt mal rein. Oder aber eben, wenn man Brothers in Arms Hell's Highway in die Suche eingegeben hätte und dann bei den Filteroptionen live ausgewählt hätte, dann hätte man es auch entdeckt. Also zwei Sachen, die nicht so üblich sind, oder? Vor allem das zweite nicht, wo man nach dem sucht und dann live eingeht. Das finde ich wirklich schade. Und ich habe auch das genau Gleiche überprüft bei meinen 2 Livestreams bei Twitch. Und sowohl bei meinem Batman Arkham Knight Livestream als auch bei meinem Fallout 4 Livestream habe ich jeweils eingegeben, das Spiel in der Suche. Und dann hat es alle angezeigt, die gerade aktuell einen Livestream über das Spiel machen. Und unter anderem ist auch mein Livestream jedenfalls dort gewesen. Und das ist auch viel besser für Entdeckbarkeit, dass einem auch jemand zuschaut. Weil dann geben sie zum Beispiel eben das Spiel ein und dann sehen wir dort alle Livestreams, oder? Und denken wir, hey, da schaue ich mir jetzt mal an. Und dann klickt man drauf und dann schaut man zu. Also da merkt man wirklich, dass Twitch eine Livestream-Plattform ist und YouTube nur eine Videoplattform mit Livestream-Funktion. Anders hat es aber dann dafür ausgesehen, wenn es darum geht, wie viele Leute haben denn die Videos angeschaut. Nach meinem Livestream. Das ist dann wiederum etwas ganz anderes gewesen. Weil bei Twitch, also ich glaube bei Partner-Channels ist das glaube ich irgendwie anders. Aber bei einem ganz normalen Twitch-Channel, ein Livestream, der da gemacht wird automatisch gelöscht nach 2 Wochen. Und ich kann sagen, nach meinen Livestreams bei Twitch hat sich keiner mehr im Nachhinein das angeschaut. Also wir haben 7 Stück live zugeschaut, aber keiner hat es im Nachhinein geschaut. Und im Gegensatz dazu, bei YouTube, wo ja alles archiviert wird und nicht verloren geht, wenn man es nicht von sich aus selber löscht. Eben, bei YouTube haben wir zwar nur 3 live zugeschaut, aber im Nachhinein haben sich die 9 Videos sind 38 Mal insgesamt seither, also seit ich jetzt das Video mache, sind sie 38 Mal alle zusammen angeschaut worden. Ja, da muss man sich natürlich genau fragen, was macht man denn, oder? Also ich habe auf jeden Fall beides interessant gefunden. Und ja, also ich sage jetzt nicht, eben, es gibt natürlich dort wie dort gibt es interessante Aspekte, oder? Und deshalb werde ich auch sagen, dass ich weiterhin live streamen werde, sowohl bei YouTube als auch bei Twitch. Aber es wird eine Art, die Prioritäten werden sich verschieben. Und zwar, wie gesagt, das mit Brothers in Arms Hell's Highway, das ist einfach nur so eine Art Testprojekt gesehen. Ich habe das Spiel wieder mal durchspielen und dann hat sich das gerade angeboten. Und was ich halt eben denke, gerade eben, weil mir das Live-Dashboard bei YouTube nicht so sehr gefällt und naja, im Großen und Ganzen ist es zwar schon gut gewesen, aber sonst, wenn ich bei YouTube in Zukunft irgendetwas Game-mäßiges live streamen werde, dann kann ich mir vorstellen, wahrscheinlich nur noch direkt vor der Konsole es zu machen. Und das ist eben auch genau das, was ich will, oder? Ich sage jetzt nicht, oh, Livestreamen, Livestreamen, Livestreamen. Ich will nichts mehr anderes machen, oder? Nein. Ich meine, natürlich will ich auch noch anderes Zeug weiterhin machen, andere Videoformate. Aber ich denke eben gerade bei YouTube Livestreamen will ich wahrscheinlich nur noch ausgewählte spezielle Sachen direkt vor der Konsole und was auch wirklich Sinn macht. Also ich sage nicht, ich werde jetzt einfach nur live streamen, damit live gestreamt ist. Das ist überhaupt nicht der Fall. Und bei Twitch jedenfalls, da kann ich mir einfach beides vorstellen. Sowohl vielleicht direkt einmal von der Konsole, wenn ich einfach Bock habe. Und ansonsten eben über einen PC mit OBS.
Und dort habe ich einfach vor, so spezielle Sachen vielleicht machen. Zum Beispiel, wenn ich wieder mal auf einer Trophäenjagd bin, wenn einmal eine brutale bevorsteht oder so. Oder wenn ich mal ein ganz neues Spiel zum allerersten Mal spiele und es ganz speziell ist. Dafür sehe ich jetzt noch Twitch als ziemlich geeignet. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt also mein großes Fazit am Ende von dem Video. Eben, wie gesagt, im Großen und Ganzen, ich kann mir natürlich vorstellen, bei beiden Plattformen weiterhin hin und wieder Livestreams zu machen. Aber im Großen und Ganzen, da muss ich schon sagen, hat mir das Livestreamen bei Twitch ein Ticken besser gefallen. Nicht nur wegen der Leistung an und für sich, sondern auch wegen der Entdeckbarkeit und dass auch in der Tat Leute live zuschauen. Weil das ist ja das am Schluss, was man will bei einem Livestream, oder? Ja, und das wäre es jetzt also gesehen. Ein paar Statistiken zum Livestreamen, wie ich Erfahrungen gemacht habe. Vielleicht hilft dir das auch irgendjemand anderem weiter, wer weiß. Ich habe auf jeden Fall gedacht, ich mache das Video aus einem speziellen Grund, weil ich auch schon selber nach Livestream-Tipps geschaut habe. Und meistens, die haben zwar sicherlich viel schon geholfen, aber meistens halt doch auch nicht ganz wirklich so. Man muss halt selber auch ein bisschen Erfahrungen sammeln, dann sieht man ja, was geht und was nicht. Ja, und von dem her ist das Video jetzt am Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei diesem technisch versierten Video. Und wie gesagt, danke fürs Zuschauen und bis ein andermal.